So, da bin ich es wieder. Nu steht ja die Pogromnacht wer für oben. Da steht die Titung wer voll von der Kristallnacht von 9. op den 10. November 1938. Und wie alle weet, so was da drauf nie wer passieren. Aber in diese unselige Nacht, da bin ich geboren. Und ich will es eben vertellen, wo unsere Elli meine Geburt belebt hat. Damals, da war es eine ganz unruhige Nacht, hat sie mir vertellt. Unsere Elli ist ja nur in Januar ist sie mit 90 Jahren gestorben. Und die konnte sich gut daran erinnern, an die Nacht, als ich geboren war. Und unsere Tante Anna, das war unsere Mamas Schwester, die war seit 2 Tage bei uns in Emstetten, um die älteren Geschwister zu versorgen. Unsere Ulla, die war 7 Jahre. Unsere Elli war 6, unsere Gerd war 4, unsere Anneliese 5, unsere Anneliese war 3. Unsere Anneliese war 3, unsere Maria war 1 Jahr alt und unser Josef, der war noch nicht da. Und damals, als das dann nachts so ganz unruhig wurde in die Wohnung, da ist unsere Elli aufgestanden, ist in die Köchen gegangen und da sucht sie, dass die Hebamme, Helmers, heten die Frau, und damals sagen sie alle immer Kindkistante dort. Die kam in Tus und hatte so eine ganz große, leere, brune Taske bei sich. Und damit ging sie in die Schlafkammer, wo unsere Mama in Bett lag. Und noch einige Zeit, da kam sie wieder drut und da sagt sie zu unserer Elli, geh mal jetzt rein, du hast ein kleines Schwesterchen gekriegt. Und unsere Elli, die war der Meinung, dass die Hebamme, dass die das Kind mitkriegt. Da wurde ja früher gar nicht evakuiert, dass die Mama schwanger war. Die war ja nur 6 Jahre alt und das wusste nicht. Und darum frug sie die Hebamme, hey, nur das gelöch? Und die Hebamme kiek er bloß an und sagt, nee, geh mal jetzt ins Schlafzimmer, da bei deiner Mama, da kannst du dein Schwesterchen sehen. Und dann ist unsere Elli in die Schlafkammer gegangen, wo sie Mama in Bett lag. Und da hatte so ein ganz klein Dingen, hatte sie neben sich in Bett liegen und mit ganz dicke, schwatte Haare. Und da hat unsere Elli gedacht, das kann doch kein Kind wissen. Das ist doch Tops Heinz, seine Plottenpuppe. Und die hatte nämlich auch so lange schwatte Haare. Und die war natürlich gut Wolle und dann so auf den Kopf näht. Und da hat unsere Mama gefragt, wo ist denn jetzt unser neues Kind? Und da hatte ich lospäbt und da hat sie gemerkt, dass das kleine Ding in Mamas Arme, dass das nie Kind war. Ja, und dann ist dann die Norbersfrauen, die kamen natürlich dann auch an den Dach an und die sagen, das kleine Dingen, das kriegt den nicht raut, das wäch ja nicht es fair bunt. Ja, aber an 3 Tage später, da bin ich döpt worden in eine Karke und damals ging ja auch noch die Kindkistante mit, wann Kind döpt wurde. Es ist ja manchmal auch so passiert, dass die Lö und die Burschaften mit den Döbling in der Stadt noch die Karke trocken und anschließend dann noch in eine Kneipe gegangen sind und da hab sie munks den Döbling vergeten. Ja Gott, etwas ja so die Mama was ja nicht bi. Ja, und dann ging natürlich auch um meinen Namen. Unsere Mama, das war ja eine glöhnige Verehrerin von der kleinen heilige Theresia vom Kinde Jesu. Das war die kleine Theresia von Lisieux. Die ist ja mit 15, 16 ist die in Karmel
Orden in Tränen und ist mit 24 Jahren alt gestorben. Der ist nicht alt worden. Und der hat Gott verehrten Tod gesagt, wer mich anruft, dem werde ich einen Rosenregen auf die Erde schicken. Ja, und unsere Mama, die gelaufen hat auch und sagt, dann krieg ich das Kind auch was grot. Und ja, und dort hab sie auch was schafft. Und auf jeden Fall hab sie mir dann von ersten Tag an nicht Theresia ropen, sondern Resi. Das muss unsere Mama voll lever lieben, den Namen. Und ich muss sagen, ich wusste auch mein Leben lang gut und best mit der Frau mit den Vornamen. Ich war auch immer die einzigste in der ganzen Schule, weil Resi hätten. Wenn von Resi die Rede was, dann wusste ich was gemäht. Ja, so was hat früher. Und ich was ja, und dann die Nobersfrauen. Wenn die sagt hatten, als die sagt habt, dat kleine Dingen, dat kriegt sie nicht grot. Da hab's ja, deels habt sie ja recht hat. Ich bin ja keine grote, stödige Frau worden. Bloß im Bett gebret. So, nu freut du alle, dat ihr lebt und Kregel holen und gut gone.